Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale, liebe Zuschauer. Das Publikum ist gespannt und wir, Sebastian, freuen uns alle auf ein mitreißendes Spiel. Ja, ich denke auch, Tom, das wird es werden. Die Fans sind natürlich jetzt schon völlig begeistert vor diesem Spiel, weil sie 90 Minuten mit einer richtig guten Offensive erwarten. Und genau das erwarte ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind zwei richtig gute Fußballmannschaften und deswegen freue ich mich auf diese Begegnung. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ein wunderschöner Pass. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Oh, klasse Flanke. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Da sieht er die Lücke. Oh, das war kein guter Pass und die Strafe folgt auf dem Fuß. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Er versucht sich in eine Position für eine Flanke zu bringen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Tja, wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Aktion. Also, so wie der da reingeht, da hätte man ihm auch durchaus die gelbe Karte zeigen können. So nur Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Ja, ein gutes Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Das sieht schön aus. Das hat er gut gemacht und jetzt müssen wir hinten aufpassen. Der wäre durch gewesen. Abseits. Glück für die Abwehr. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Klasse Zuspiel. Achtung, jetzt brennt's. Und Achtung, aufgepasst. Pfosten. Der Ball ist noch heiß. Und ab geht's in die andere Richtung. Gut gemacht.
Und was für eine klasse Tat. Ja, das ist ja sowas wie ein Torhüterspiel. Mensch, sind die gut aufgelegt heute. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Er findet den freien Mann. Nein, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Ja, das war ein klasse Kopfball. Und da hat er Glück gehabt, dass er an der gelben Karte so gerade eben noch vorbeigekommen ist. Ja, etwas ungestüm in dieser Aktion. Da, Endstation, Torwart. Da sind wir mal gespannt, was sich dann in der zweiten Halbzeit noch so tut. Ganz enge Angelegenheit hier in der ersten Halbzeit. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Und jetzt drängen sie nach vorne. Jetzt kommen, den muss er doch eigentlich verwandeln. Was für ein Tor! Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Zur Pause steht es 1:0. So einfach ist es im Fußball. Ohne Chancen keine Tore. Und genau das war das Motto in dieser ersten Halbzeit. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Gut verteidigt. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, das gibt die gelbe Karte. Der Ball war ja noch nicht mal in der Nähe. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Den Ball nach vorne gepasst. Jetzt versuchen sie da hinten mit Mann und Maus ihr Tor sauber zu halten. Das könnte jetzt gefährlich werden. Zieh ab, Junge! So, den muss er jetzt reinmachen. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Aber da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich.
Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Ruhe bringen. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Klasse. Und das über diese Entfernung. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. Achtung, genau in den Lauf. Rechnet auch der Gegner jetzt sicher mit einer Flanke. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Los, schieß, Junge! Elfmeter hat er entschieden und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn er auch noch eine Karte aus der Tasche holt. Ja, aber die Zuschauer sehen es vielleicht zum Teil anders, aber der Schiedsrichter hat es richtig gesehen. Gelb. Sie halten sich hier wirklich nicht zurück. Die wievielte Karte war das jetzt? Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Oh, der Druck ist immens groß. Ja, wenn der Ball so platziert kommt, was willst du als Torwart da machen? Leichtfertig verloren hat er da den Ball. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Was bleibt dem Schiedsrichter anderes übrig, als für dieses Foul die gelbe Karte zu zücken? Ja, ganz klar, gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Ja, es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Nee, ganz weit am Tor vorbei. Ganz weit am Tor vorbei. Und das konnte man auch fast schon im Ansatz sehen. Sowas sehen wir hier nicht gerne. Klare Sache, Freistoß. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Sauber geklärt vom Torwart. Ja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Ja, so gut war der Kopfball halt nicht. Der Ball steigt hoch, geht oben drüber. Ha, wenn er drin gewesen wäre, der Ball, dann wäre der Spieler jetzt hier der Liebling der Fans.
Ja, da fängt der Torhüter den Ball ganz sicher ab. Und der Torhüter weiß natürlich selbst am besten, wie wichtig das jetzt war. Weit nach vorne geschlagen. So, das war's. 90 Minuten sind vorbei und wir müssen hinein in die Verlängerung. Und den Ball hat er ihm ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen. Gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Er macht die Abwehr lächerlich. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach hinten ziehen. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Klasse, wie er den spielt. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und das war schon toll, dieser Pass. So, schönes Zuspiel. Vielleicht die Chance jetzt. So, jetzt müsste mal langsam die Reingabe kommen. Gut nach vorne geköpft. Alles ist immer noch offen, liebe Zuschauer. Die erste Halbzeit der Verlängerung ist gleich beendet. Und es spricht nach wie vor alles für eine spannende zweite Hälfte. So, den Ball hat er sich förmlich vom Fuß geangelt. Riesenmöglichkeit. Und da war er wieder auf dem Posten. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus. Aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Oh, den habe ich schon drin gesehen, aber er war gerade noch rechtzeitig dran. So, und damit beginnt die zweite Hälfte der Verlängerung. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Jetzt hat er den Platz. Unglaublicher Reflex vom Keeper. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. Ja, und ohne diese Glanzstarts legen sie jetzt hinten. Und nach diesem Foul bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Freistoß. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. So, das war schon sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er heute nochmal zuschlagen kann. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz, ganz großartig. Ja, und jetzt spielen sie mit viel Druck nach vorne. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung.
Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Ja, Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Erster Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Achtung, Freistoß aus dieser Entfernung. Da müssen wir immer ganz... Ja, das war einer für die Tribüne. Was für eine Reaktion des Keepers. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Klasse mit der Glanzstart hat er dafür. Und damit sind sie eine Runde weiter. Und das war eine klasse Leistung der gesamten Mannschaft. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.